Ciao, ihr wunderschönen Menschen, willkommen. Heute gibt es mal ein bisschen Homefront Multiplayer, wurde gewünscht und wird auch angezeigt. Heute spreche ich mal ein bisschen über Walking Dead und War of Roses und das andere, das Clerivel Medieval, andere großen Kriegsspiel, keine Ahnung. Ja, darum geht es heute. Eine kleine Runde Homefront. Und ich bin richtig draußen. Ich bin richtig draußen aus dem Spiel. Ich muss dazu sagen, ich war auch noch nie drin eigentlich. Ist ja auch nicht so schlimm. Oh, wunderbar, wie laut das ist und wie schön dass ich schon 2 Kills habe und fast tot bin. Ich habe keine Ahnung, welche Knöpfe sind oder warum ich keinen Ton habe. Auch schön, ne? Der wird gleich nachgeholt, auf jeden Fall der Ton. Aber, ja, es ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, ne? Also das Spiel, das ist eigentlich wirklich, es ist nicht schlimm. Es schaut sogar nicht schlecht aus. Ja, nicht schlimm, ist auch nicht schlecht eigentlich. Aber heute geht es um was anderes. Heute geht es um War of Roses und die beiden anderen komischen Dings-Spiele. Und wie schön, dass man auch irgendwie keinen Sound einstellen kann. Das ist ja toll gemacht. Alles stumm drücken zum Reden. Ich höre immer noch nichts, scheißegal. Ach so, wo alles weg ist, natürlich. Ah, jetzt höre ich den Krieg, wunderbar, jetzt ist er da. Boah. Ja, gut. Und ich kann mal wieder maximieren. Jetzt müsste alles passen hier. Übernehmen. Boah, fick dich halt mal. Du scheiß Arschloch. Ja, ist ja gut, jetzt geht er wieder raus. Ja, meine Fresse. Also, weiter geht's bei Homefront Multiplayer. Ich musste gerade ein bisschen was umstellen, das hat ein bisschen genervt. Grafik und so ein Scheiß. Und Walking Dead, ich fange mit Walking Dead an, mit dem schöneren fängt man an. Fand ich super geil. Ich habe erst wirklich, dachte ich mir, Walking Dead, das wird aber nicht so toll. Das schaut ja doof aus, da kann man ja gar nicht viel machen und so. Und doof und alles und das will ich nicht, das ist ja ein Mädchenspiel. Ja, ein Scheißdreck ist es, hey. Das ist so geil. Walking Dead finde ich so... Boah, hey. Das ist einfach bloß noch... Das haut mich um. Ich habe angefangen, es zu spielen. Und ich habe sogar Episode 1 dann zweimal gespielt, oder dreimal gespielt, wirklich. Episode 2 zweimal, Episode 3 auch zweimal oder so. Alle in dem Dreh so 2-3 Mal gespielt, die Episode. Weil es einfach, ich wollte einfach wissen, was da passiert ist. Wer es nicht kennt, Walking Dead. Ein interaktiver Film eigentlich, in dem man entscheiden kann, wie es weitergeht mit dem Protagonisten. Der Protagonist heißt... Karl ist mein Name für ihn. Kare. Ja, keine Ahnung, der Typ halt. Und wunderschönes Spiel. Man kann entscheiden, ob man nett zu dem kleinen Mädchen ist oder nicht. Und es ist so Hammer. Wenn jemand stirbt, ist er weg. Tolles Ding. Also echt war Hammer. Das gefällt mir wirklich. Davon würde ich gern mehr sehen. Von dem kleinen Spiel. Ich habe gewonnen, wunderbar. Es hört noch nicht auf, nein, es geht noch ein Stückchen weiter. Also von dem würde ich auf jeden Fall viel mehr sehen, Walking Dead. Es kommt ja sogar ein Walking Dead Ego-Shooter oder Shooter raus. Ja, ich bin gespannt, was aus dem wird. Da bin ich sogar nicht so dafür eigentlich. Weil Walking Dead, das Spiel eben, hat mich schon ziemlich, ja, von den Socken gehauen. Aber die Serie, nee, hey, die Serie, die finde ich saulangweilig irgendwie. Und deswegen, naja, ein bisschen mal schauen, was jetzt eben die Ding wird, das Ego-Shooter-Spiel, was das wird. Ja, bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall spielen, natürlich nicht. Natürlich schon, warum auch nicht. Und dann gibt es noch ein anderes Spiel, über das ich heute reden würde, War of Roses. Ich werde auch mal bald besseres Video dazu machen, mit Fehlkäufen. Das wird wirklich ganz lustig, aber heute erstmal meine subjektive Meinung zu War of Roses. War of Roses ist scheiße. Ich würde nicht mal Geld dafür nehmen, dass ich es spiele. Also so ein schlechtes Spiel, wirklich. Das kann ich ja keinem erzählen eigentlich.
boah, ist das Spiel schlecht. Also ich würde mir lieber Nägel in die Hand rammen, als dass ich das Spiel spiele. Ja, ungefähr so könnte man es ausdrücken. Ja, doch so ist eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Weil es ist einfach wirklich scheiße. Also es ist wirklich scheiße. Es ist ja scheiße als scheiße einfach. Man kann es, ich finde, also ich persönlich kann es nicht spielen. Ich habe es in einigen Gameplays auf meinem Kanal gezeigt und auch auf jeden Fall bei den Supersuchtis. Ja, dass da halt wirklich was war. Ach, was ist denn das? Wie blöd das Spiel eigentlich ist. Das wurde gelobt. Ich habe es sogar zweimal gekauft. Ich Idiot. Und wurde zweimal enttäuscht, weil ich es einmal einem Kumpel geschenkt habe. Der fand es auch scheiße. Ja, na gut, war halt verkackt, ne? Aber ist ja nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres. Ja, also War of Roses ist so ein grottenschlechtes Spiel einfach bloß noch. Boah, dass man sowas verkaufen kann, hey, da würde ich lieber War Z spielen eigentlich, oder? Ja, ungefähr so kann man das vergleichen. War Z finde ich auch nicht schön. Und es geht ja heute um andere Spiele auch noch. Es geht heute noch um den Gegner eigentlich von War of Roses. Das Medieval. Ich weiß nicht, wie das Spiel heißt. Tut mir leid, super schlechte Recherche gerade. Aber es macht auch nichts. Ich habe das Spiel auch nicht gespielt, zum Glück. Was ich weiß von dem Spiel ist, dass es anscheinend besser ist als War of Roses. Und das ist schon mal ein Satz wert, finde ich, weil ich glaube, alles ist besser als War of Roses. Ich glaube sogar, die Spiele damals auf der PS1, die waren besser. Das ist keine Frage. Also die Spiele auf der PS1 waren tausendmal besser als War of Roses. Und ich würde sagen, Nintendo 64 toppt gar nichts. Ich meine, nichts toppt Nintendo 64, so ist es gemeint. Ich meine das, ja, Nintendo 64 war das geilste. Donkey Kong 64, Mario Kart 64, so einfach geile Spiele bloß noch. So unmenschlich geile Spiele einfach, die konntest du spielen jahrelang. Ich spiele die heute noch, ich finde die geil. Also, da kann mir keiner was vormachen. Ich persönlich finde wirklich den Nintendo 64 besser als die heutigen ganzen Dinge. Ja, ich will da wollte ich damals noch nicht irgendwie online spielen. Ja, ich habe meine Kumpels bei mir daneben gehabt. Das war noch geil. Das war geil, ja. Das damit so viel zu dem Multiplayer von Homefront. Ich werde es wahrscheinlich bald deinstallieren müssen. Und War of Roses und ein bisschen Walking Dead. Genau, gut, dass ich immer nicht weiß, was ich sagen muss, dann weiß ich es auch nicht. Ja, warum hatte ich dann bitte 4 Granaten dabei? Das ist ja mal voll die verrückte Welt, hey, Wahnsinn. Sonst habe ich immer bloß eine dabei. Maximal 2, wenn es gut läuft mit dem Gürtel oder so, aber heute sogar 4. Na gut, egal. Das ist Homefront gewesen. Und bis zum nächsten Mal, bleibt so schön und tschüss.